Geschichte der große Sinn für Ironie. An diese Sinn für Ironie geteilt an dieser Debatte verdeutlicht. Erstens, wenn man nach einer EU-Direktiv muss transposieren, die ja Richtung geht von einer weiterer fataler Liberalisierung vom Zugtransport an der Europäischen Union. Und da hat kurz für den Europawahlen gerade an einem Moment, wo die groß klassisch politisch Familien, die seit Jahrzehnten die EU regieren, noch immer nicht aus dem Staunen kommen, wenn die Leute löser der EU direkt drehen. Dabei ist die Austeritätspolitik und die Liberalisierungspolitik ein Hauptgrund, für was die Leute die EU immer mehr gern haben. Zweitens, wenn man in einer Situation sind, wo die Degradation von der Umwelt und von der klimatischen Situation so dramatisch ist, dass die Konsequenzen davon immer mehr konkret zu spüren sind. Und dabei ist schon gewusst, dass eine von den Lösungen an einem äußerst ausgedehnten öffentlichen Transport liegt. Ein öffentlichen Transport, den aber integral öffentlich muss sein, und den auf keinen Fall an keiner Hinsicht irgendwie auf Logik von privatem Profit beruhen kann. Weil das ist so gerade die Logik, die vom privaten Profit, von ein paar Einzelnen, die am Gang ist, als Welt Futti zu machen. Mir nicht schlimm. Die EU fährt munter weiter mit der deliranten Liberalisierungspolitik an mir, die demokratisch gewählten Volksvertreter sie gebeten, die Brei zu schlicken. Als die links so mir nicht mehr da ist. Herr Präsident, ich kenne keinen Mensch mit gesundem Menschenverstand, der mir irgendein gesagt hat, Bund muss a privaten Händen. Selbst geht es nicht. Am Rapport, den aber nuanciert redigiert, dass darüber beweist, dass kein oder bald keiner wirklich die Liberalisierung gut findet. Und wir haben das ja auch, gesagt, gehen wir auch Resolutionen an dem Sinn gestimmt. Das aber auch nie an der, ohne Umweg sind Zielsetzungen aber trotzdem an der Direktiv formuliert. Sie sind schon ein Keier gesagt vom Rapporteur, den das ganz gut gemacht hat, den Herr Back, ist so ein Trümmenkeier, so wie er am Text steht, weil das muss ihn sich aber wirklich auf die Zunge zergehen lassen. Ziel ist d'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer, dans le but d'intensifier la pression concurrentielle sur les marchés ferroviaires nationaux, afin d'augmenter la quantité et d'améliorer la qualité des services de transport de voyageurs. Van Spruch Mathematik wir, da wären wir an einem totalen unlogischen Syllogismus, ich kann den so sagen, weil der Satz ist total surrealistisch. Für zu vergleichen, was wir nicht behaupten, an der Medizin geht alles erlaubt, freie Konkurrenz, Mediziner können mit den Patienten machen und experimentieren, was sie wollen, und die Beste soll gewinnen. Oder an der Schule. Die Schule können die erstellen, die sie wollen, für Prof zu spielen, also sie gehen auf die Kanal losgelost, und dann haben wir ja nur eine bessere Education. Oder gestern haben wir über Rettungsdienste geschwärzt, über Pompien, da können die noch so, egal, iedereen kann einen Betrieb abmachen, einen Pompiesbetrieb abmachen, egal ob ein ausgebildet ist oder nicht. Und der Beste soll gewinnen. Ich meine, den Herr Hahn wird da auch nicht verstanden. Könnt ihr natürlich mit diesen Beispielen weiterführen. Kein will das für die Gesundheit, kein will das für die Schule, kein will das für die Rettungsdienste, kein will das für ganz viel öffentlich wichtige Dienstleistungen. Für was soll man da mal für den Zugtransport wollen? Dafür gibt es striktement keine Ursache. Am Gegenteil, das schon von mir Kruchten von England geschwärzt gehen, Vereinigtes Königreich geschwärzt gehen. Bon, die haben mal nicht auf die EU gewartet, für die Dometen zu machen, für alles zu privatisieren. Am Resultat natürlich, dass Preise sich verdreifacht tun, verfeuerfacht tun, dass sich auf gewisse Strecken an einem desolaten Zustand sind, dass viele Accidenten stattfanden, und dass gewissen sich, so haben sie ausgesehen wie aus der Zeit von der Queen Victoria quasi. Auf jeden Fall nicht weit weg davon. Das Steampunk auf eine gewisse Art und Weise hat vielleicht sehr Charme. Aber die Situation in England hat sich d'ailleurs so dermaßen degradiert,
Dat Societäit, die fir Gestion vun de Strecken zuständig ass, die goufrem nationaliséiert. An sowieso an der Tëschen sei, dats eng Majoritéit vun de Briten der Meinung, dat dat ganz remis nationaliséiert sinn. Briten hunn Liberalismus, harde Liberalismus mat lieft an Schmeng, dat gefällt denen net méi a Schweden noch do ginnet Sondagen, dat 70% vun de Schweden wählten rëm, dat hier Eisebund nationaliséiert gëtt, die 30% sie vielleicht die den Zug nie holen. Oder die Paaren hunn fleit. Privatisierung vun der Bund dreht doch dazu bei, dat Billien Midaier ginnen a danerem, an dat se dort Sabine Trier, Vizepräsidentin vun der Europäischer Eisebundsgewerkschaft, weil eng Privateisebundsgesellschaft oder eng Eisebundsgesellschaft, die eng Strecke oder méi Strecken ausnutzen will, viel Investitionskächten huet. Zanter den 90er Joren as LOTU do mat der beschäftigt mat enger Salamitaktik déi öffentlich Bund loes a loes zu privatisieren. An dat mat 12 ebe vun den sogenannten Paket ferroviaire Nation aus 2001 ugehol gin, an den eng legaler funktionell Separation durch dem Gestionär vun der Infrastruktur fi gesinn an der Eisebundsgesellschaft die sich de Wuren a Personentransport bekümmert. Den zweite Pakt 2004 gewugehol, wo die Liberalisierung vom internationalen an den nationale Wuretransport ugehol gouf. Du kom den dritte Pakt 2007, wo die Liberalisierung vom Kabotage, also vom Kurzstreckentransport von der Personen auf von der Wuren, kommen aus an los immer eben beim 4. Park ukom, da das die letzte Etappe. An dem Hummer auch schon op en gewissen derweis Präzedenzfall fir Drun auch darüber geschwert, auch von der Aviation, vom Transport aérien justement, wo de liberaliséiert gouf, a wo man jo permanent a Schwierigkeiten sinn, auch die europäische Fluchtgesellschaften, wo Staaten nëmmen limitéiert können aktionär sinn, wo dann einer Societäten können dran rakommen, die vielleicht noch rausgehen, an dem Noé hun sie auch nach Manageren, die dann an eng einer Societät gehen an noch nach gewisse Geheimnisse hunn also weiter so viel run an können den auch net, da sie noch net wie konkurrenziell, weil noch net die Unterstützung vun de Gelder vom Staat huet. Weil ich mein, den Herr Minister wisst dat sogar noch besser wie ich, den dote Betrieb als immens kostenintensiv. Bon. Mais bon, wie gifen se zu Bresel so und wieder dazu schlecht an der Aviation klappt, wir werden doch net für Eisebund zu machen. An lo gëtt et spannend, weil der nationale Markt soll jo opgemacht gehen, für die Eisebundsgesellschaften für den Personentransport aus der ganzen EU an et soll sech am Prinzip am Dezember vun diesem Jahr a Kraft treten. Lo ass da war so natürlich, dat den demolegen an aktuellen Transportminister et fertiggesprücht huet, zu summen mat einer kleine Länder Ausnahmeregelungen zu fanden für die méi klein Resoen. Dat muss noch begräßen, weil ich weiß nicht, ob dat tatsächlich an einer Regierungen dat selwicht gemacht hätten und ob sie nicht einfach die ganze Park einfach so geschleckt hätten. Das will ich aber richtig betonen. Das heißt, das lo de Contrat de Service Public durch der SNCRL an dem Staat, den 2010 zustande kommen ist, bis den 31. Dezember 2024 en vigueur wird bleiben. Und darüber heraus kann muss aber nicht ohne Appel d'offre an direktem attribuiert gehen. Weil das keine Obligation do. Wir sind uns bewusst, auf 5 Jahre ist keine Obligation do, für einen Appel d'offre zu machen. Aber es ist auch keine Obligation do, für das an öffentlicher oder für das nicht gemerkt wird, umgedreht. Und das wird mir für Sie nicht, wer da 5 Jahre ausgesetzt. Und Herr Bausch wird ja nicht mit Minister bis dahin sind, nicht, das ist ja schon mal gedacht. Naja, dann wissen wir noch nicht, wo wir dran sind. Kann ich natürlich so, und wer doch geguckt gehen, wie es ökonomisch appréciiert wird. Ja, aber bis dahin vom ILR, aber bis dahin wissen wir auch nicht, nur welche Kriterien ökonomisch appréciiert gibt. Und da muss ich ganz gut aufpassen. Ich meine, bis dahin laufen wir Gefahr, dass aber eine Ausschreibung gemacht gëtt generaler Risiken einer Schlupfläche auch an der aktuellen Situation, zum Beispiel den wat den Inhalt vom Reso ugeht, den Investiment durchschaffe vu Strecken und so weiter, wo auch die Regierung kann einer Akteuren frohen. Herr Präsident, ich denke, so Zeit den Dirigenten von der EU klar zu machen, dass wir keine Liberalisierungen wollen.
auch nicht, wenn der Jeng oder die einer kleinen Ausnahmen gemacht gouf, vielleicht auch nicht zeitfallig Ausnahmen gemacht gouf oder zugestanden gouf. Es muss sich resolut gegen die Bestreben wehren, die als einzige Zielsetzung haben, dass mit der Bund déi mat deise Steuergelder opgebaut gouf, dat lo Privatinvestisseuren vun der profitéiere kënne fir sech ze bereicheren euch dat ganz EU, an dat mir och so loser Hand verleieren iwwer als Transportpolitik. Et mis sowieso ich denkeier och op europäesschem Niveau oder vielleicht op nationalen Niveau eng Evaluation gemerk gin vun den lächten europäesche Liberalisierungspolitiken. Sehr gut, wann Herr Minister dat kennt engkeer bekonsei matwellen. Dofir ken die so Herr Präsident, den heute Projekt de loi as zwar besser fir Direktiv, op Fall wat Lützeburg ugeht, me das aber trotzdem eng Verschlechterung vun der aktueller Legislation. An schmenke zu lösen der Zeit, dadurch demokratisch Vertreter, gewählte Vertreter der EU-Kommission, die nicht so demokratisch gewählt ist, mal einkeier ganz einfach mat zu delen, dass man die Liberalisierung vom öffentlichen Transport nicht mehr wollen matdrohen. Und dass die EU-Kommission noch irgendwann versteht, die Leute, die du genannt sind, an die nur der Peif von den Lobbyen tanzen, dass sie abhalten wollen, Sachen einfach durchzupeitschen und dass wir hier als Parlamenter einfach mussten Jo an Armen soen, und vielleicht mal de pur Verbesserungen par rapport zu den ganz schlimmen Verschlechterungen müssen satisfaieren. Ich meine, das kann nicht so weitergehen. Wenn wir das Spielchen matt machen, dann können wir die EU direkt abhaken. Dafür wollen wir das Signal setzen, an dem wir auch gegen dieses Projekt de loi stimmen. So nicht mehr.